Freunde, Hm. ich habe vor kurzem ja einen Song rausgebracht namens Fliegen. Mhm. Willst du da mal die hochdeutsche Übersetzung sagen, bitte? Fliegen. Exakt. In meinem Song ist es aus Verb gemeint. Das Wort kann man aber auch aus Nomen verwenden. Ne? Und was bedeutet es dann, wenn es heißt, die fliegen? Dann ist es? Die Fliege. Danke, so. Jetzt haben wir unsere hochdeutschen Wellensittiche wieder was beigebracht. Mhm. Schön, dass ihr da seid und Respekt, dass ihr da seid. Stimmt. Ich hatte gestern nämlich eine Begegnung mit selbiger Fliegen und ich darf sagen, wir haben uns unseren Tag beide, glaube ich, anders vorgestellt. Oh nein. Die Fliegen und du. Ja. Ich war gestern unterwegs mit BR Puls als Moderatorin für einen Beichtstuhl. Alle, die neu dabei sein, hört doch mal die alten Folgen, dann darfst du das schon wissen. Auf jeden Fall. Haben wir da Draht bei der Wahl zur bayerischen Bierkönigin. Und wir haben quasi, bevor die Veranstaltung losgegangen ist, da Draht. Waren da also bei dieser Wirtschaft und da haben sich schon Leute auf der Terrasse eingefunden. Das heißt, ich hatte auch schon ein paar Zuschauer und ich habe dann so einen Moderationstext in Kamera sagen müssen und in dem Moment, wo ich sage, Servus, da ist der Hans Bavaria, keine Ahnung, fliegt mir eine Fliege direkt ins Auge rein und die ist da verendet. In deinem Auge. Es war ein unfassbar langer Prozess mit Gott. auf mich gerichteter Kamera und lauter Augen, die mir gerade zuschauen. Es war unfassbar weh, du, aber ich hab mir selber nicht helfen können, weil ich so lachen hab müssen auch gleichzeitig, weil das so peinlich war. Alles hat getränt. Ich wollte einfach nur raus aus dieser Situation. Aber hey, BR Beichtstuhl, gönn mal ein Outtake-Video vielleicht. Das hoffe ich nicht. Das Video, das ist was, das schenke ich euch zu Weihnachten vielleicht, Ja, wenn es brauchst, richtig. nächstes Jahr. Juhu. Mit Schleife da drumherum. Ja, also rest in peace nun mal, liebe Fliege. Ich wollte das wirklich nicht. Ja, also dann auf die Fliegen. Es tut mir wirklich leid. Prost. 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 Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder da seid zu einer neuen Folge vom Wellensittich Stammtisch. Hockt euch her. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Also, willst du dir nicht vorstellen? Dann stell ich uns doch gern vor. Ich heiß nicht Resi, doch hol mich mit dem Traktor ab. Wer aber wirklich Resi heißt, ist Res. Servus, Res. Das gibt's ja nicht. Servus. Und ihr werdet es nicht glauben, liebe Wellensittiche, sie ist tatsächlich das letzte Mal abgeholt worden. Das erste Mal mit dem Bullock. Stimmt. Von der Verena. Das bin ich. Servus. Servus. Wir posten euch das wunderschöne Video natürlich in Story, damit ihr da auch live dabei seid bei diesem wunderbaren, magischen Moment, wo Dres endlich mal Bullock fahren hat dürfen. Ja. Und diese wunderbare Amazonenstimme, die dritte im Bunde, die ihr hier noch hören könnt, das ist der Hans Bavaria. Grüß dich. Habe die Ehre. Ach, schön. Wir möchten uns natürlich wie immer bedanken bei euch für euer ganzes Feedback. Ihr habt uns ultra süße Nachrichten geschrieben. Ich weiß nicht, ob das an meinem sehr romantischen Liedl lag, dass ihr alle da in der Stimmung wart, aber ihr habt uns fast zum Warner gebracht ein paar Mal. Vielleicht auch nicht nur fast. Also danke für diese ganzen lieben Nachrichten. Natürlich auch immer für die Kommentare und für die ganzen 5-Sterne-Bewertungen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, gönn doch. Merci, schmeckt uns gut. Ein Feedback darf man gerne vortragen, einfach auch nur, damit alle anderen auch vorgewarnt sind. Danke dafür. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ihm mit dem Gedankenspiel Einwegkameras auf die Tische zu verteilen bei meiner potenziellen Hochzeit. Und der Jens
kann da aus erster Hand berichten, wie das dann so läuft, wenn man das tut. Zwar hat er geschrieben. Guten Abend, die Damen. Ich, alter Cis-Mann, höre euch von Folge 1 an. Warum? Keine Ahnung, aber ich muss dauerhaft lachen. Ach, Jens, da geht's ja nicht auf, nur, Jens. nicht nur dir so. Naja, Nein, mach weiter. wir müssen lachen. Thema Hochzeit und Einwegkameras. Wir hatten auf unserer Hochzeit 2004 Einwegkameras. Die haben wir auf die Tische gelegt. Absicht war, lustige Bilder zu erhalten. Ja, da bist du aber brattelt worden, so wie ich. Ich kenn's, ich weiß, ich kenn das Gefühl. Die Idee war quasi in unseren Köpfen innen drin. Das Ergebnis? Viele Penisse beim Bieseln. Warum? Zwei Frecker im Alter von 5 und 9 haben sich die Kameras geschnappt und die männlichen Gäste am Klo in Nahaufnahme abgelichtet. Das muss erst einmal gehen. Ja, aber wenigstens waren sie die besoffenen Typen selber. Ja, Hab ich kurz ja, Angst das gehabt. stimmt. Aber es ist so ein richtiger Bazi-Move, finde ich. Das finde ich Ja. richtig sympathisch. Der Jens meint, deshalb Obacht mit die Kameras, habe die Ehre Jens. Ja, typisch bayerischer Name. Merci, Jens. Vielen Für Dank. diese Geschichte. Ja, wirklich wahr. Sehr Und schön, ich ja. möchte zum Anfang noch was sagen. Wir freuen uns über jeden Wellensittich. Uns ist es wurscht, wie alt ihr seid, wo ihr herkommt, was ihr, keine Ahnung, was für Haarfarbe ihr tragt. Das ist uns alles richtig, richtig wurscht. Hier ist jeder Wellensittich willkommen in diesem Schwarm. So nämlich. So nämlich. Es ist auch jeder Fan wertvoll, um auf einen Kommentar einzugehen, den wir auf Social Media gekriegt haben, wo wir gefragt haben, ob ob die Oberpfälzer da sind. Wollten Ja. wir ja wissen, aufgrund dessen, dass wir überlegt haben, ob wir einen Live-Termin auch in der Oberpfalz mal machen und uns Ja. eben unsicher waren, ob wir da so einen größeren Saal vollbringen darten. Deswegen haben wir gefragt, seid ihr da, liebe Oberpfälzer? Ergebnis, kurz, ja, sie sind da, sie sind sogar sehr stark vertreten. Also vermutlich Jawohl. werden wir mal bei euch aufkreuzen irgendwann. Auf jeden Fall hat ein Wellensittich, oder ich weiß nicht, ob es ein Wellensittich war, wahrscheinlich schon, unter den Kommentar geschrieben, was? Nicht genug Fans? Ich dachte, jeder Fan ist wertvoll. Ja, Ich glaube, das war ein Troll. wahrscheinlich. Es war kein Wellensittich. Aber trotzdem, ja. ihr seid jeder alle Fan wertvoll. Ist Nur, dass ihr wertvoll. es wisst. Jeder Fan, der 200 Tickets kauft, ist wertvoll. Wertvoll. Mir geht es nämlich nicht um viel Leute im Publikum, sondern nur um viel Geld. Eben. Also, die 200 Tickets müssen weg. Oh mein. Wenn jeder ein paar mehr nimmt, das ist kein Problem. Und dann bist du uns auch extrem 200 Mal wichtig. So einfach geht's doch. Ja, ist ja eine einfache Rechnung eigentlich, gell? Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, und die Wellensittiche sind uns nicht nur wichtig, sondern vor allem in dieser Folge, da ich es gern so machen, weil wir haben ja die letzte Folge vorproduzieren müssen, weil der Räder ja keine Zeit gehabt hat. Das heißt, wir haben uns jetzt ja quasi podcast-technisch, wir drei, nicht gehört. Und ich möchte jetzt mit die Wellensittiche auch so machen, dass wir jetzt einfach so deren, also weil wir alle zusammen, all die Schulfreunde, die sie ab und zu mal noch sehen. Und dann muss man sich aber brutal viel verzeihen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Da muss man sich erst einmal updaten, ewig lang. Ja, ja. Und das dann wir heute machen. Also wir daten euch jetzt quasi ab, wo es in die, oh Gott, das ist so schlimm, okay, was sie in die letzten 2 Wochen bei uns so zugetragen hat. Vor allem natürlich beim Räder. Das wollen wir natürlich wissen, warum der abgesagt hat. Ja. Und ihr müsst dasselbe machen. Also, was ist passiert bei euch? Habt ihr eine Prüfung gehabt? Gab es einen ersten Kuss? Eine Trennung? Katzenbabys? Sind Küken geschlüpft? Neuer Job. Habt ihr eine brutal lustige Wurst geschissen? Das bitte mit Fotobeweis. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn dann schon richtig. Oh nein. Je nachdem, was euch wichtig ist, was euch so widerfahren ist, was ihr geschafft, geleistet habt, der uns doch mal updaten. Das war schön. Ja, und in diesem Sinne, Räder,
Was war denn los? Also bei mir sind natürlich mehrere Dinge passiert in der Zeit, in der wir uns nicht gehört haben. Als allererstes möchte ich euch berichten, dass ich stolze Mutter bin. Und zwar Von? habe ich eine kleine Cocktailtomate zermatscht und in Erde da. Und die hat so gesprießt, ich habe jetzt 20 Tomatenpflanzl und ich weiß gar nicht, wohin damit. Sie sind, weiß ich nicht, ja, so 5 Zentimeter schon hoch. Ich bin sehr stolz. Das wird Geil. Ich wusste, dass man das so machen kann. ich Ja, wusste das auch nicht. Das hat mir ein Spätzl verzeiht. Und dass das Okay. bei ihm hingehauen hat. Und dann habe ich gedacht, was der kann, das kann ich auch. Thema Ego. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Und ich habe es ausprobiert und es hat sehr gut funktioniert. Das heißt, es wird diesen Sommer Cocktailtomaten geben, links und rechts. Wahrscheinlich auch sehr viel Tomatensuppen, weil so viel Cocktailtomaten kann man gar nicht fressen, wie ich ernten werde. Wie gut. Ja. Wissenschaftspodcast mal wieder. Aha, voll. Danke, Das dass du ist es. das für uns alle ausprobiert hast. Sehr gern. So eine stinknormale, geschissene Supermarkttomaten. Ja, einfach zerdatscht und dann halt in die Erden da und dann nicht gießen eine Woche lang, damit die nach unten wurzeln und nach einer Woche kannst du dann das Gießen anfangen und dann sollte es schon sprießen. Aber man ist ein bisschen spät Verrückt. dran jetzt schon. Aber ihr könnt es, wenn es jetzt herz macht, es jetzt noch, vielleicht langt es zeitlich. Hängen da Früchte schon dran? Na. Genau. Dann schauen wir mal. Schauen wir. Wir kommen einfach zu dir zum Ernten. Kind Oder? auch, kein Ja. Problem. Ja. So Erdbeerfeldmäßig. Ja. Beim Räder auf dem Balkon. Finde ich gut. Dann müssen wir es wahrscheinlich so auf so ein Wok da, dann kassiert uns auch. Da kann sie jetzt ab. Dann müsst ihr schon beim Pflücken fressen, so wie man es auf dem Erdbeerfeld auch immer so macht. machen wir. Einfach direkt in den Mund ernten. Ich habe außerdem noch ein Service-Announcement, das mir selber von einem Wellensittich zugetragen worden ist. Liebe Miriam, du hast uns geschrieben, dass endlich wieder Zeit ist. Endlich hat mein Leben wieder einen Sinn. Endlich kann ich wieder das Getränk meiner Träume trinken. Es ist der Grimace Shake. Er ist wieder zurück. An alle Grimace-Konnoisseure, rennt's. Es gibt gerade ein Grimace-Menü bei McDonald's mit einem lila Burger, wo der Käse lila ist und Sauce und ein Grimace Shake gibt's auch wieder und ich glaube eine lila Apfeltasche oder so und nur so andere Kuchenzeigel. Also ja. Also am allerwütendsten von dem Ganzen macht mir der lila Käse. Das macht mich sauer, wenn ich dran denke. Warum? Weil der Grimace Geburtstag hat, nämlich. Vrini, hast du halt eigentlich auch lila an, weil der Grimace Ja. Geburtstag hat oder weil du Therese verführen wolltest? Ich bin der Grimace halt. Ich habe mich in seine Farben gekleidet, damit Dress ober ist. Sehr gut. Kannst du uns Wie vielleicht schaut's aus? nachher kurz allein lassen, Anja? Ja, Vrini, magst du das bitte nochmal sagen und dazu sagen, ich hab mich halt in mein Shirt von Stravanza geschmissen, in mein lilanes. Ich hab mir Weil gedacht, darauf wollte ich sagt's hinaus. ihr jetzt. Schon klar, dass du da drauf hinaus willst. Ja, aber was soll ich dir dann Geil. sagen? Die Hilfe von Stravanza. Zum Beispiel. Okay, gut. Was war die Frage? Das ist von Stravanza. Merkst du selber. Fertig macht's ihr wie halt. Oh. Ja, also, liebe Wellensittiche, falls ihr mal eine Werbung bei uns buchen wollt, ihr merkt es eh. Doch, das wäre gut. Stand jetzt haben wir 2 Folgen im Monat frei, da könnt ihr nur Werbung machen mit einer Firma. Dann sagen wir zum Beispiel auch sowas wie, Stravanza hat echt eine super Qualität und das ist nicht einmal gelungen. Nein. Es sind geile Shirts, die nicht knittern. Kleines So. Service-Announcement. Praktisch. Ende der Werbung. Wow, Profis sind wir ja. Ja gut, das war jetzt aber eine spontane Werbung, das haben wir vorher Ja, nicht abgesprochen. Muss man daher. dazu sagen. Ich habe ja auch nicht wissen können, dass du dir halt das lila Stravanza-Shirt ausgesucht hast, nur damit du hier einen Räder scharf machst. Ja, toll. Das tut ein bisschen weh. Da bringe ich einen Song extra für die raus, über unsere Liebe und dann sowas. Naja. Ja, der Shakira hast verzeiht, dass du ihn für sie rausgebracht hast. Ja. Darum bin ich mir halt nicht Aber- sicher, wem du das noch alle verzeihst. Ja, das ist ein Punkt für die.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich da das glauben kann. Was war nur los bei dir, Res? Gut, nachdem wir das mit dem Grimace durch haben, der darf mich übrigens niemals so behandeln. Der darf niemals jemand anderem verzeihen, dass er einen Song. Also, naja. Egal. Ja. Abgesehen. Der ist berühmt. Ich darf auch niemals sagen, dass ich einen Song für dich geschrieben habe, Reis, wenn ich ihn nicht für dich geschrieben habe. Ihr schreibt gar keine Songs, also jetzt hört's einmal auf, gell? Ich hab dir schon mal einen Song zum Geburtstag geschrieben. Und der Verena auch. Ja, stimmt. Wie gegen der? Den kann ich leider nicht singen, weil sonst müssen wir GEMA zahlen. Das glaube ich nämlich nicht, weil du hast da einfach einen Song von mir umgeschrieben. Nein, es war der Mia Julia Mallorca-Song. Ja, für die Verena, aber für mich hast du einfach ein Lied von mir umgeschrieben. So, ja, das stimmt. Anja schreibt ja auch schön. immer ihre Songs für mich zum Geburtstag. Das stimmt. Ich habe auch schon komplett neue Songs für dich geschrieben. Ich habe irgendwann mal vor Jahren angefangen, dir Songs zum Geburtstag vorzusingen und halt über die Verena zu singen. Und dann hat Verena das jedes Jahr erwartet. Das habe ich eingefordert, da bin ich nicht so. Zu Recht aber auch. Da waren aber sehr geile Banger dabei. Da waren nur Banger dabei. Nur Banger. Ja. Ja. Und da möchtest du mir jetzt halt unterstellen, ich hätte Fliegen nicht für die geschrieben. Naja, liebe Okay, Wellensittiche, ich hört es glaub's, euch doch nur mal an und schaut mal. Hört ganz genau hin, dann hört ihr das raus, dass das für Verena ist. Ja. Naja. Bevor das hier ausartet in ein Handgemenge und hier durch den Ja. Bildschirm durchgeschlagen wird, erzähle ich von meiner sportlichen Senfmission, die ich letztes Wochenende hinter mich gebracht habe. Ich habe ja in der letzten Folge meine Senflieferung gezeigt, die mit der Bus gekommen ist, die ganzen kleinen Elektrolyt-Senfbackerl. Und da haben wir schon erzählt, dass ich die brauchen werde für eine große Senfmission, auf die ich gehe. Und sagen wir es mal so, der Senf hat mich brutal fierig gekriegt. Ich habe beim Münchner Megamarsch mitgemacht. Das ist ein Marsch, bei dem sie, ich glaube, es waren über 3000 Leute, getroffen haben, um 100 Kilometer zum Latschen. Von München bis nach Garmisch war die Strecke. Ja, genau. Und weil ich gewusst habe, also das Ziel war gewesen, diese 100 Kilometer, was lacht er? Weil ich die ganze Zeit dran denken muss, dass die Anja gesagt hat, Volldeppen. 3000 Volldeppen sind den Marsch gegangen. Jetzt kriegen wir wieder böse Nachrichten. Ne? Ich meine das nicht böse. Ich mein's Bayern lieb. sagt man schnell mal voll Depp. Eben, das war lustig. Okay, red weiter, ja. sorry. Ja, ich habe den Faden verloren. Der Senf hat die Ach Vierte so. gekriegt. Ja, genau. Das Ziel war gewesen, diese 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden zu schaffen. Und mein Ego hat mir gesagt, easy schaffe ich das. Und ich war ja auch gut vorbereitet. Ich habe den Senf dabei gehabt. Was soll dann noch passieren? Wenig, tatsächlich. Wenig kann dann noch passieren. Außer es Wetter. Und das ist passiert leider. Es hat, glaube ich, in Stunde 1 noch angefangen zum Regnen. Ich war noch vor dem ersten Versorgungspunkt, der noch 20 Kilometer kommt, bis auf die Haut batschnass. Das war ein bisschen ungut, aber wie schon gesagt, der Senf. Er hat mich fierig gekriegt. Er war das Licht am Ende des Tunnels. Und ich habe bis Kilometer, ich weiß nicht genau, ich habe mit verschiedene Apps getrackt, bis Kilometer 75 oder 77 oder 73 habe ich durchgehalten. Und dann habe ich so aber krass. aufgegeben. Das ist so krass, wir sind so stolz auf die. Ich Ja, bin tatsächlich auch wirklich. sehr, sehr stolz. Danke. Vor allem unter diesen krassen Bedingungen. Ja. Ja, es hat nachts auch noch geregnet. Es waren wirklich schlimme Umstände, schlimme Ja. Zustände waren das. Aber man ist dann so schön belohnt worden mit einem Sonnenaufgang über die Alpen. Das war so toll. Ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Du bist um 14 Uhr gestartet Genau. und dann halt wirklich die ganze Nacht durchklatscht. Ja. Echt krass. Ja, ja, natürlich klären die Pausen um, weiß ich nicht, Socken zum Wechseln, Blasenpflaster aufzukleben, Senf zum Essen oder so. Und sonst aber wirklich die ganze Zeit durchgehe. Ja, und dann irgendwann ist aber leider einfach nicht mehr gegangen. Mir haben meine Füße so extrem weh da. Und dann habe ich mir ein schönes Bankerl gesucht mit Blick auf den Riegsee, glaube ich, war das, oder Verena? Mhm. Du, Ja. ja. Und habe mich dann dort abholen lassen.
habe aufgegeben. Aber es war völlig okay. Und es war so, so schön, wie diese beiden Wellensittiche, die hier gerade mit mir am digitalen Tisch sitzen, mich die ganze Nacht begleitet haben. Ich habe nämlich auf WhatsApp meinen Standort teilt. Das heißt, sie haben immer sehen können, wo ich gerade bin. Und sie haben mich Das war so schön. so angefeuert echt und so spannend motiviert. war das. Das war war echt so spannend, süß. Ihr habt's mir da echt, das hat mir so einen Schub gegeben, das glaubt ihr gar nicht. Das war richtig, richtig gut. Ja. Wir waren beide ewig auf, weil Anja war Ja. auf Auftritt und ich war im Bierzelt. Das heißt, ich glaube, wir haben uns irgendwann in der Früh um 3 oder halb 4 mal kurz verabschiedet, um zu schlafen. Aber um 8 habe ich schon wieder nachgeschaut, wo du bist. Also du warst bei uns im Gai unterwegs und es war tatsächlich so, dass alle meine Freundinnen und Bekannten in dem Bierzelt auch mitgefiebert haben, weil wir immer geschaut haben, wo du bist. Und immer, wenn ich mal eine Stunde lang nicht mehr gesehen habe und wieder getroffen habe, dann kam wieder, wo ist Dress gerade? Dann haben wir wieder nachgeschaut. So süß. Das war richtig schön. Ja. Ich fand das auch so spannend. Ja, und das hat mir so viel gegeben. Also, ich will ja euch jetzt nicht komplett den Arsch einschlürfen, aber das war Doch, krieg einen in den Darm. Okay. Geh rein. Oh. Ist doch gut. Geil. Bist du Kaffee? Ja. Das hat mich so getragen und ich habe mich da so, ja, gut aufgekommen und sehr, sehr geliebt gefühlt. Da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar dafür. Das war ganz, ganz toll. So, und jetzt hören wir auf zum Schleimer. Langt. Okay. Das ist lieb. Genau. Jetzt sind wir wieder scheiße zueinander. So, jetzt wissen die Wellensittiche, warum ich so viel Senf braucht habe und warum ich keine Zeit Ja. gehabt habe. Denn natürlich hat es von Samstag 14 Uhr bis theoretisch Sonntag 14 Uhr hätte es dauert. Deswegen haben wir leider nicht aufnehmen können. Ich habe noch eine Frage. Ah, Wie viel Senfbagel waren es? eins nur tatsächlich. Nein, das stimmt nicht. Eins. Nein, Drei. das stimmt nicht. Ich glaube 2 oder 3 sogar. Ich muss ehrlich sagen, dass das alles wie ein riesiger Nebel ist. Das war so eine Ja. Ausnahmesituation. Ich glaube, mein Körper hat sowieso überhaupt nicht mehr gewusst, was los ist. Warum schlafen wir nicht? Also ich liebe ja schlafen. Ich brauche meine 8-9 Stunden Schlaf, sonst bin ich kein ganzer Mensch. Wir schlafen nicht, wir gängern die ganze Zeit. Ich habe nicht richtig essen und trinken können, weil mir total schlecht worden ist, sobald ich was gegessen oder getrunken habe. Mein Körper war im ich weiß gar nicht in welchem Modus, aber es war auf jeden Fall nicht normal. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich, glaube ich, 3 Senfbackel gegessen. Okay. Ich will aber nicht lügen, aber ich glaube, es waren 3. Wir haben ein Video gekriegt, wie Therese, ihre Begleitung, ein Familienmitglied, ein jüngeres, gesagt hat auf dem Video, was? Ich will keinen Senf essen. Du isst jetzt Senf. Ja, Das habe ich sehr geliebt. das habe ich auch geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber man hört dann auch im Video, also meine Begleitung sagt dann, schaut das Senfbackel so an und sagt, ach so, Händelmeier. Und dann hört man im Hintergrund jemanden sagen, ach so, der Händelmeier-Senf oder was? Das stimmt. Doch, das habe ich schon gehört. Ja. Jetzt hast du einen Namen genannt. Ach, Das scheiße. letzte Mal hast du Ja. nur gesagt, du möchtest keine Marke kennen. Ja, Naja. Na, Naja. Also wenn jemand von Händelmeier zuhört, ja. Sponsoren suchen wir ja, wisst ihr es eh. Schreibt uns. Aber wenn auch jemand von Bautzner oder Develei zuhört, Senfmarken aller Art. Dann verbrennt Dres die Händelmeier Senfbackerl. Ja, was das angeht, Ah, bin ich stimmt. offen. Ja, das war bei mir so los. Ich möchte auch noch was fragen zu Ja. dem, darfst du das nochmal machen? Ich habe vorher die E-Mail gekriegt, dass man sich jetzt anmelden kann fürs nächste Jahr. Hast es du? Ich habe es nicht da, aber ich habe gedacht, irgendwie, weil, also ich glaube, ich kann das schaffen, wenn es Ich nicht glaub die auch. ganze Zeit regnet. Ja. Weil das hat wirklich meine Motivation so angezogen und das hat mir ja definitiv langsamer gemacht. Und wenn ich schneller gewesen war und nicht so batschnass die ganze Zeit, also es war echt Ja. schrecklich, dann glaube ich, ist das locker drin. Ich glaube, ich kann 100 Ja. Kilometer in 24 Stunden gehen. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich bin bereit Ich glaub für auch. nächstes Jahr, wenn es das nochmal Aber muss man das irgendjemand beweisen? Ist die Frage. Ja, das ist
ist tatsächlich eine gute Frage. Hast du gerade gesagt, du bist dabei, Vreni? Ich? Ja, nicht zu Fuß. Virtuell. Am Handy. Du meinst die Freiwillige als Tribut. Gottes Willen. Ja, der Anja und mein Traum war es ja eigentlich gewesen, es war ein bisschen traurig, dass wir verhindert waren. Ja, Dass wir uns ja. mit Campingstühle an den Wegrand hocken und dann immer wieder ein paar Kilometer uns weiterfahren lassen und uns dann wieder hier Ja. hocken und quasi immer vom Rand her anfeiern und uns nebenbei einen ansaufen. Das war schön gewesen. Das war so schick gewesen, aber auch nur bei schönem Wetter eigentlich. Ja, Ich glaube, da hätte ich aufgegeben. Ich glaube, da hätte ich gesagt, bitte nehmt's mir einfach die mit. dazu guckt. Ja. Dann lieber nicht. Im Ziel vielleicht. An einer Stelle, das war Ja. schon schön gewesen. Ja. Naja, das war echt schick gewesen. Naja, Respekt auf jeden Fall nochmal, Res. Bei Voll. dieser Kälte und Regen und generell so weit gehen ist schon wild Ja. und dann auch nicht schlafen und es ist alles wild. Es war Das ist- wirklich ja. gut, aber es war sehr schön. Ja. Muss man für sowas 80 Euro zahlen? Ich weiß nicht. Macht das vermutlich ein Volldepp? Vielleicht. Man weiß es nicht. ja. Für eine Depper die Urkunde am Ende. Aber das T-Shirt ja. muss man sich selber kaufen, haben wir erfahren. Tatsächlich. Aber wir haben der Resa, ich bin ein Volldepp-Shirt gemacht, wenn sie es geschafft Ja. hätte. ja. Es Also hätte muss man ich eigentlich nur mal mitmachen. Nur fürs Shirt. Ja, dass das Shirt kriegst. Ich möchte auch, dass du nochmal mitmachst. Ich fand es wirklich spannend. Das war wirklich cool, ja. Hat richtig Spaß gemacht zum Zuschauen. Ja, vor allem, weil wir selber ja nicht gehen haben müssen. Ja. Corinne. Ja, ja, Wir haben nur gesehen, wie sich der Standort bewegt. ja. Aber weil Dress auch in meinem Guy unterwegs war. Das heißt, ich habe mich da auskennt, wo sie gerade ist. Und dann Ja. war sie auch noch sehr, sehr nah an dem Bierzelt, in dem ich war. Ja. Und deswegen hat sie das auch so nah angefühlt und so, Ja. als war ich fast dabei. Nur immer die schwarze Wand gesehen vom Bierzelt aus, die schwarze Wederwand, wo ich mir denkt habe, oh Gott, da ist Dress drin. Die Da auch. bin ich durch. Ja. Ja, Ja, wild. wild. Vreni, was war denn bei dir los? Naja, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, die letzte Viertelstunde, aber ich war im Bierzelt. Echt, was hast du da gemacht? Ich habe das letzte Wochenende 3 Tage im Bierzelt verbracht. Das war wundervoll. Ja. Schön. Was habe ich da gemacht? Ich war an einem Brassabend, wo ich nebenbei Dress beobachtet habe. Und habe da geschrungen, getanzt und gelacht. Und sehr viel Aperol gesoffen. Das hört sich für davor mich jetzt aber gerade Weißbier. nicht nach dem Grund an, nicht meine Freundin zu besuchen. Hast du da gearbeitet? Nein, habe ich nicht. Ich habe da Aha. gesoffen. Ich sag's nur. Das war der Grund. Saufen war der Grund. Ja, an der Stelle, wo ich Dress besucht hätte, da war sie ungefähr in der Früh um 4, 5. Ja. Ja, gut. Ich hätte nicht bleiben können. Du hättest das auch einfach davor dann irgendwann mal besuchen. Also, ja, Es ist alles Ja. gut. das ist in Ordnung. Halt's Maul, Anja. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass Dress ja bei mir übernachtet hat. Vor diesem Megamarsch. Ja. Und dort Anja auch kurz noch vorbeigeschaut hat, am Abend vorher. Ja. Und dann habe ich Dress in ihr Bett gebettet, damit sie da sehr Ja. gut schlafen kann. Ja. Mit Und einem dann habe ich Stirnkuss. ihr am nächsten Tag, weil ich ja so eine gute Freundin bin, Ja. ein richtig krasses Powerfrühstück gezaubert, wo sie nur gesunde Sachen gekriegt hat und Bananenmuffins, die Anja am Tag vorher da lassen hat. Die hat es gegeben. Ja. Damit dieses Kind hier Power hat für den Markt. Natürlich warst du eine gute Freundin. Und dann habe ich ihr da sogar noch die größte Banane der Welt mitgegeben, die so Das groß stimmt. war wie ihr Unterarm, Ja. damit sie fürs Losmarschieren gerüstet ist. So viel zum Thema gute Freundin. Genau. Ja. Naja. Der Papa hat ja arbeiten müssen. Irgendjemand muss ja arbeiten gehen, Ja, der Papa. damit ich mir euch leisten kann. Ist halt so. Ist halt so. Der Alleinverdiener. Damit ich 80 Euro für einen Megamarsch ausgeben kann. Genau. Ja. Genau.
Deswegen hat der Papa im Burgenland in Österreich Tschicke Zacke schreien müssen. Aber an sowas denkt ja junger Leute ja nicht. Das ist so schön. Tschicke. Aber jetzt habe ich Ja. dich unterbrochen bei deinen Bierzeittagen. Was war denn noch? Nein, ist okay. 3 Beim Tage. Fest- Ein Tag Prassamt und dann? Tag der Nachbarschaft. Da gab es sehr viel Weißbier an der Weißbierbar. Das war fantastisch. Oder auf Und gute einen Tag- Nachbarschaft Weißbier gesoffen oder was? Auf jeden Fall. Nicht nur auf gute Nachbarschaft. Und dann war ich noch beim Festzug und habe Festzeichen verkauft. Weil ich nett bin. Deswegen schon wieder. Fleißig. Wahnsinn. Selbstlos einfach. Irre. Bis das aushältst. Ja. Und ansonsten habe ich noch meine Wand gestrichen. Diese hier hinter Ja, mir. wir sehen's. Die man Schaut gut aus. jetzt gar nicht mehr sieht, weil es ist dunkel. Aber es geht vielleicht bis sie. Okay, für die das Video schauen, die haben es vielleicht gesehen. Ich habe hier meine Studiowand. Sehr gut. Eine schmale Wand in meinem Schlafzimmer ist meine Studiowand. Die habe ich gestrichen. Damit es hier cool ausschaut im Hintergrund. Nein, damit ich mich hier Ja. wohlfühle in meinem Büro. Genau. Ich habe auch einen brutalen Hintergrund. Naja. Seid froh, dass wir überhaupt ein Video kriegt. Einfach mal dankbar sein. Ja. Haben wir letzte Folge schon gehabt. Es hat sich übrigens auch, haben sie mehrere Wellensittiche bedankt, dass wir so gütig Na, waren. echt. Und Ah, wie trotzdem süß. eine Folge im Voraus aufgenommen haben, damit es hier Folgen gibt. So gern. So sind wir zu euch. Wirklich gern. Für euch wirklich Genau. gern. Ja, Anja, was hast denn du erlebt in all dieser Zeit? Ja, ihr habt das eh mitgekriegt, liebe Wellensittiche, weil wir es hier auch tausendmal erwähnt haben. Ich habe einen neuen Song rausgebracht, namens Fliegen. Den habe ich nicht für diese Fliege geschrieben, Sondern für mich. sondern für die Verena. Wobei, vielleicht soll ich ihn jetzt halt als Gedenken durch der Fliegen widmen. Find schon, Das ja. finde ich fies, wenn du den im Nachgang wem anders widmest. Ja, aber ich habe ja nicht damit rechnen können, dass auf meinem Körper jemand stirbt. Naja, Naja, das war Downer. Wie geht's weiter? die hat halt einfach auch noch was vorgehabt. Und Die hat wahrscheinlich du daher? das Gulasch nur auf dem Herd und auf einmal. dann fliegt's in mein Batzelauge rein. Oh, Ähm, das musst du erst einmal treffen, das Batzelauge. Da haben wir vor der Aufnahme erst drüber geredet, dass ich meine Augen so klar finde. Also da musst du erst einmal das Pech haben, dass du dann da auch noch einfliegst. Ja, ansonsten hatte ich, wie gesagt, eben einen Auftritt auf einer Malle-Party im Burgenland. Das war cool. Die Leute waren voll on fire. Die waren wahrscheinlich vor allem on fire, weil sie gedacht haben, jetzt kommt der Micky Krause auf die Bühne und dann war es halt doch ich. Nein, sie haben wirklich auch bei mir sehr gut mitgemacht. Danach ist dann der Micky Krause gekommen. Ja, und ansonsten hatte ich noch eben den Dreh mit dem Beichtstuhl bei der Wahl der bayerischen Bierkönigin. Die Wahl haben wir nicht mehr mitgekriegt, aber wir haben davor mit der damals noch amtierenden Bierkönigin geredet und mit der Weinkönigin und mit die 3 Hallertauer Hopfenhoheiten. Und ja, hab da gefragt, was so ja, peinliche Erlebnisse etc. waren bei denen in der Amtszeit. Da derzeit auf jeden Fall auf die Videos gefreut, haben ein paar lustige Geschichten erzählt. Und ich hab tatsächlich aber die ganze Zeit denken müssen. Vreni, darf man es verzeihen? Ja. Ich muss auch schon die ganze Zeit dran denken. Ja, ich hab die ganze Zeit gedacht, oh Gott, Verena hat sowas auch mal mitgemacht. Ja, magst du das verzeihen, Ja. Vreni? Ich wollte mal Milchkönigin werden. Das war, mei, das ist ja schon so lange her. Wann war denn das? Jetzt verzeih, Oma, verzeih. Wir hören die Geschichte so gerne von der Milchkönigin, von der Milchköniginnenwahl. Ich glaube 2019 war das, oder? Da habe ich mich tatsächlich als Milchkönigin beworben. Weil ich das cool fand, so, dass man halt umeinander kommt.
und so verschiedene Messen, Reisen, whatever macht Ja. in die Richtung. Ich war zu der Zeit auch beruflich ein bisschen unglücklich und habe mir gedacht, ach, das wäre eine gute Exit-Strategie und vielleicht lernt man da ja auch die ein oder andere Person kennen, die einen guten Job für einen hat. Naja, Als Kur. ist cool, ja. Verena, Geil. du erwähnst zurzeit sehr oft, dass du gerne eine Kur wärst. Wir machen uns Sorgen, War so Verena. gerne Kur. Ja, Ja, okay. ja. Aber der Job als Kur ist halt echt schlecht zahlt. Deswegen Ja, ist das er stimmt. nicht der Traum. Ja, du warst ja gerne arbeitslose Kur, oder? Ja, aber irgendwie muss man sich ja seinen Lebensunterhalt Okay, verzeih bitte einfach weiter. sichern. Reden wir nicht länger drüber. Ja gut, viel mehr, da gibt es eigentlich nicht zum Verzeihen. Ich bin's nicht geworden, Spoiler. Ich bin aber im Nachgang ganz froh, dass ich es nicht geworden bin. Ich fand die Veranstaltung, wie soll ich sagen, Na, sag's noch. Ja, schwierig, da habe ich nämlich dann immer drüber müssen. dass ich die Veranstaltung schwierig fand. Ja, das kommt immer drauf an. Also jetzt speziell da, es gab da halt eine Endauswahl, ich glaube, wir waren zu 7 oder so. Und man war dann halt da, am ersten Tag hat man sich quasi getroffen und hat dann da jeder schon mal ein Fotoshooting gehabt. Und dann haben wir noch einen Schminkkurs gehabt. Oh, Und ja, dann- Das oh wäre ja Gott. so wild, dass ihr einen Ja, das ist Schminkkurs echt wild. hatte. Auch Was dachte soll ich so, das? Ihr sollt doch was über Milch erzählen. wieso keine Rhetorikkurs, ja, wäre sinnvoll gewesen. Naja, Ja. egal. Auf jeden Fall gab es einen Schminkkurs. Es waren alle schon geschminkt, weil man hatte ja ein Fotoshooting. Jeder hat schon eine Tonne Farbe im Gesicht gehabt. Und dann sowas. Naja, Die egal, Fotos, auf die hast du ja jeden nur Fall. geliebt. Die Fotos, meine Güte. Also für das, dass die von einem professionellen Fotografen gemacht wurden, Ja. ich habe noch nie in meinem ganzen Leben noch nie so unfassbar schiere Bilder von mir gesehen wie die. Ich habe immer nur den USB-Stick, wo das drauf ist. Und manchmal schaue ich den an und denke mir, es gibt's nicht. Es gibt's. Oh Gott. Ich darf gern sagen, wir blenden euch ein Beutel ein, aber nein, es geht nicht. Ja, Verena hat wirklich unvorteilhaft Also- da ausgeschaut. Also, Unvorteilhaft ist ein großes Wort. Also, das war ja nur, der hat immer gesagt, strahlen, strahlen, strahlen. Und wenn dir jemand sagt, du sollst strahlen, dann lachst du ja so unnatürlich sehr brav. So. Ja, schaut Ja. ja mehr aus wie so eine Pferdefresse, wie schön. Naja. und schon wieder willst du Drehs von dir überzeugen. Irgendwie, ja, ich halte mich schon zurück. Also ganz ehrlich, Stadt werde ich eifersüchtig. Du merkst es. Irgendwie vor ein paar Folgen waren ja die Anja und ich noch die Eltern und Dres als Kind, aber neuerdings Ja. seid ihr beide die um mich werben. Gefällt mir auch, Ja. die Rolle so zwischen euch. Vor mir. Sag ich nicht nein. Sag ich nicht, nein, mag ich ja, wenn ich begehrt bin. Oh Gott. Ja, wir würden die gerne mal kennenlernen. Übrigens, das war das was, aber du hast ja deinen Facebook-Account gelöscht, gell? Ich? Oder hast du den reaktiviert? Also sind da auch noch die alten Nein. Nachrichten dabei? Ich hab nichts gelöscht. Ach so, meinst du, wegen die Milchköniginnen-Nachrichten? Weil da Ach du war nämlich Scheiße. Verena eine heiß begehrte Junggesellin. Stimmt. Oh ja. Ja, das Klientel ist halt auch, also seid mir nicht best, liebe Bauernbuben, aber da, wenn's, also als Frau in der Landwirtschaft, Verena da, ist ja selber ein Bauernbub. ich bin selber Bauernbub, ja, ja. Da machst du Wenn dir man- nichts vor. damals hat's ja noch gezahlt, wenn man Kuh melken kann. Heutzutage ist das ja hinfällig, weil der Roboter Kuh melkt, aber damals war das noch krass. Ja, Mein Schäumer, es war ja noch alles anders so. Oh, das ist eine ganz wilde Phase meines Lebens gewesen, muss ich sagen. ich hab die Phase schon gern mögen. Also, ja. Ja, Also wegen die Nachrichten, das war lustig. Das war quasi Liebesbriefe, mal wieder in Real Life. Ja. live, das stimmt. Naja. Ja, ich bin keine Milchkönigin geworden,
war dann aber auch nicht best, dass ich es nicht geworden bin, weil auch, da war dann abends noch so eine Veranstaltung mit Essen und so und da waren halt auch viele Leute aus der Branche und da war es irgendwie auch so, das waren sehr viele ältere Herren da dabei und ich habe die ganze Zeit immer nur gehört, mei, sind das hübsche Mädel, mei, so hübsche Mädel, da müssen wir ein Foto machen mit den hübschen Mädel. Es ging sehr viel um hübsche Mädel. Da habe ich mir, also ich war da 25, da war mein erster Gedanke, also Mädel passt jetzt auch nicht mehr ganz. Erstens und zweitens waren wir ja eigentlich wegen einer bestimmten Sache da, nämlich, dass man die Milchwirtschaft nach außen repräsentiert und vertritt. Und das war irgendwie ein fader Beigeschmack. Also ich muss sagen, dass ich das zu der Zeit gar nicht so kapiert habe, erst im Nachhinein, aber ich habe mich da schon unwohl gefühlt. Also irgendwie, Ja. weiß Du ich bist nicht. doch auch gefilmt worden, an das habe ich denken müssen. Ja. Da bist du doch dann so von unten nach oben gefilmt worden. So, Ja. wenn es darum geht, was ich zum Song habe und dann werde ich gefilmt und dann wird von die Viers bis auf gefilmt, dann Genau. geht es, Einmal glaube ich, die nicht darum, ganze was du zu sagen hast. gefilmt. Ja, das war also alles irgendwie in wie sagt man, alles in Verbindung miteinander. Das hat mir im Nachhinein gar nicht so ein gutes Gefühl. Ich will das jetzt auch nicht schmälern für alle, die das gemacht haben und danach machen und so weiter. Also ist mit Sicherheit auch auf jeden Fall, also du bist wirklich bei coole Sachen dabei, du bist bei so viel so politische Veranstaltungen auch, wo du jetzt so normalerweise nicht hinkommen darfst und so. Also man macht da schon richtig coole Erfahrungen auf jeden Fall Ja. und mit spannende und interessante Leute zusammen. Das war eigentlich das, auf das ich auch Bock gehabt hätte. Aber wie gesagt, es hat ein bisschen einen Geschmack gehabt, irgendwie so im Nachhinein. Naja, Ja, dann hoffen wir mal, dass das jetzt nicht mehr so ist. so nämlich. Das war die Geschichte von der Oma von früher. Mei, schön, danke. Gerne. Meine Lieben, der Song, jetzt sind wir hier abgedatet. Unsererseits von den Hauptsittichen aus. Aber wie gesagt, schreibt uns doch gern, was war bei euch los? Was hat der Schwarm erlebt? Was war beim Schwarm los? Gefreut uns auf jeden Fall. Zu lesen. Und wir kommen jetzt zu einer Runde, die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da die heute gern Dinge von euch wissen oder Aktivitäten, bei denen euer Ego sagt, ja, das kann ich Quiz schaffen, genauso wie Dres bei die 100 Kilometer in 24 Stunden. Versus die Sachen, die ihr euch niemals zutrauen darf. Res, magst du starten? Jawohl. Ich fange an mit den 3 Dinge, bei denen mir mein Ego sagt, das kannst du locker. Auf Platz 3. Ich habe es schon vorweggenommen. Es ist der 100-Kilometer-Marsch. Mein Ego sagt mir, ja, das ist drin. Ja, das kannst du. Die Leute, die Volldeppen, die mit dir da an den Start gegangen sind, sind dein Kaliber. Das ist drin. Das schaffst du. Auf Platz 2 ist ein Beruf, in dem ich absolut keine Expertise habe, aber von dem ich denke, das kann ich auf jeden Fall. Und es ist U-Bahn-Fahrerin. Da bin ich mir ohne Beweis sehr sicher, dass ich das locker kann. Kennt man denn auf das? Ich weiß nicht, das habe ich einfach im Gefühl. Sitz mir in der U-Bahn, ich steuere da die überall hier, ist gar kein Ding. Und ich meine das auch nicht despektierlich U-Bahn-Fahrerinnen gegenüber, aber ich denke einfach, ich war gemacht für den Job, das kann ich. Sagt mir mein Ego, das kann ich. Gut. Und dann habe ich noch Platz 1 für euch. Die Sache, von der mir mein Ego sagt, das kann nicht so schwer sein, das kannst du. Und es ist Latte Art. So schönes Muster in den Milchschaum machen bei Cappuccino. Irgendwas meiner, ein Gesicht oder so. Locker. Hab ich immer relativ schlechte Noten in Kunst gehabt? Ja. Sagt mir mein Ego trotzdem, das kannst du auch. Ja. Kannst du überhaupt die Milch so schön aufschäumen? Natürlich nicht. So feinporig. Weil ich habe ja keine so eine Maschine. Aber wenn ich die richtige Maschine hätte, gar kein Problem. Okay.
Ja, dann nur zu, du kannst das gerne mal bei mir daheim ausprobieren. Das machen wir das nächste Mal, wenn ich bei dir bin. Dann mache ich dir einen wunderschönen Latte Art. Ja, da freuen wir uns drauf. Das halten wir filmisch fest für euch, liebe Wellensittiche. Das befürchte ich auch. Gut, dann gehen wir zu die 3 Dinge, bei denen mir mein Ego sagt, das solltest du lieber lassen. Das kannst du, glaube ich, nicht so gut. Auf Platz 3 ist ein Flugzeug steuern. Also, Ja. da die einfach komplett zusammenbrechen. Ich habe als Flugzeugpassagierin schon immer so Momente, wo ich mir denke, oh Gott, wenn ich mich jetzt ein bisschen zu sehr einsteige in die Situation, in der ich gerade bin, dann flippe ich, glaube ich, aus und muss in der Tüten atmen. Und ich denke, das ist einfach nichts, was eine Pilotin also als Eigenschaft haben sollte. Die Verantwortung über so viele Menschenleben, das kann ich nicht. Und wenn dann nur in einem U-Bahn-Tunnel, also in der Luft. Ich würde es auch komisch finden, wenn sie die Pilotin sexuell angezogen fühlt vor dem Airbus, deswegen Ach ist das so, okay. ja, das ist natürlich auch ein Problem. Ja, das ist der eigentliche Und ich Grund. finde es auch schwierig, dass du uns das verzeihst, Ja. weil wir haben das ja noch ungefähr 40 Stunden Flugzeit mit dir. Ja, ihr solltet das wissen. Ihr solltet diese Papiertüten bereithalten, wenn ich hyperventiliere. Okay, gut. Gut. Auf Platz 2 der Dinge, von denen mir mein Ego sagt, das solltest du lieber lassen. Ich glaube, mein Ego liegt ein bisschen, aber mein Ego sagt immer, das ist eine Parklücken, in die du rückwärts, seitwärts einpacken müsstest. Das lasst lieber. Ich kann das eigentlich. Ich habe das in der Fahrschule ja immer richtig gut gemacht. Aber in freier Wildbahn, wenn ihr eine Parklücke seht, bei der man rückwärts, seitwärts einparken muss, sagt mein Ego, nein, das riskieren wir nicht. Dann muss ich leider vorbeifahren. Genau. Und auf Platz 1 der Dinge, von denen mir mein Ego sagt, lass lieber, ist, und da habe ich ein bisschen Angst, weil das wird dieses Jahr auch noch der Fall sein, auf einer Bühne stehe. Wenn ich mir das vorstelle, da möchte ich ganz dringend weglaufen. Ganz weit. Deswegen kann es sein, dass ihr uns im September in einer Konstellation erlebt, in der mich 2 andere Menschen auf diese Bühne ziehen müssen und dann auf dieser Bühne fixieren müssen. Weil, weil mir da ein bisschen in die Hosen scheiß. Na und? Ui. Mal. So, dann auf der Bühne zu sein, das macht mir schon Spaß. Also, bin ja nicht umsonst hier ein Wellensittich-Podcast. Ich mag ja auch Aufmerksamkeit, so ist ja nicht. Aber dieser Moment, kurz bevor man auf Bühne muss, da muss die dicke Slip-Einlagen am Start sein. Ich glaube, die brauchen wir generell. Ja, wir sind leider in einem Alter, wo wir die generell brauchen. Naja. Okay, das wäre schon. Ja, Die Wellensittiche geben dir so einen brutalen Applaus, dass du dann wahrscheinlich nur bei den Augen ausläufst. Oh. Da bin ich mir sicher. Das sind ja alles lauter, liebe Leute. Das Mit stimmt. so einem guten Geschmack. Wow. Ja, kannst du nicht sagen. Und einem guten Humor. Das außerdem. Ja, schön. Doch, also ein paar Sachen habe ich sehr nachvollziehen können. Ja. Ein paar nicht, aber ich sehe die jetzt halt schon mit deiner Zweitkarriere als U-Bahn-Fahrerin. Das liebe ich. Aber da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen undeutlicher reden für die Durchsagen dann. Ja, stimmt. Ich arbeite an mir. Sehr gut. Vreni, was ist denn bei dir? Ich fange an mit 3 Sachen, bei denen mir mein Ego sagt, das kannst du auf jeden Fall professionell machen. Und zwar auf Platz 3 Schauspielerin sei. Ich meine, schaut's mir doch an. Ich bin geboren für vor die Kamera. Ich frage mich, warum Hollywood mich noch nicht entdeckt hat oder zumindest Rosenheim Cops oder irgendwie sowas. Ja. Komplett ohne Schauspielausbildung. Klar, Ja. also ich kann's, sagen wir uns ehrlich, ich kann's. Ich sehe dir als Kopf. Doch. Seht ihr, wie muskulös mein Unterarm ist? Schau jetzt mal. Was? Schau mal hin.
Viech. Okay. Okay. Na gut. Passt schon. Ah, jetzt hat. Ja, ich hab's. Na, sag ja Nummer für die Wellensittiche. Ach so, das war eigentlich nur für euch. Aber seht ihr das? Seht ihr, wie brutal muskulös... Also er ist auch... Seht ihr das? Wir singen das. Ich weiß gerade nicht, wie Unterarme ausschauen. Ich weiß nicht, ob das die... Na, so schaut meiner aus. Na, ja, doch. Jetzt sehe ich es. Danke dafür. Okay. Wo waren wir? Bei den in meinem Kopf. Achso. Du willst was erzählen, dass du Schauspielerin werden willst und der Rest hat erzählt, So dass sie der Arnold Schwarzenegger von Niederbayern ist. Genau. Entschuldigung. Deswegen kannst du die von Oberbayern werden, wenn du magst. Ist okay. Ja, da kommen wir später noch dazu. Okay. Bei den Rosenheim-Cops waren wir. Ja. Bekannte von mir ist tatsächlich Kommissarin bei den Rosenheim-Cops. Cool. Die Michaela Weingartner, aka Julia Beck, Kommissarin Julia Beck, von den Rosenheim-Cops. Ich möchte ihre Schauspielausbildung auf gar keinen Fall schmälern, aber ich kann es trotzdem. So, ich kann's. Ja. Sehen wir Ja. Natürlich. Oh Gott. Auf Platz 2 der Dinge, von denen mir mein Ego sagt, dass ich das auf jeden Fall kann, ist Gleitschirmfliegen. Na, Hab ach ich Mann. seit Jahren einen Gutschein zum Gleitschirmfliegen in meinem Schrank da drüben. Da drin Ja. liegt er. Da links neben Ja. mir, der Gutschein. Grüße an meine Punani-Gang. Danke für den Gutschein. Ich habe ihn immer noch nicht eingelöst. Aber ich weil kann, mich wenn nicht ich trau. wollte. Aber ich bin mir sicher, ich kann, wenn ich will. Also du darfst einen Tandemflug hinkriegen, geh mit, ja. Aber du traust dir auch zu, dass du allein fliegst. Ja, Das ist so krank. Verena. also Nein. ich sehe ein, dass ich das vorher ein bisschen üben muss, aber Ja, da war ich sehr froh drum. ich traue mich ja eh nicht, also beruhigt dich. Kathi, meine Freundin oder unsere Freundin von die Desperate Brass Wives. Servus, Sehr gute Kathi. Gruppe. Die hat mal gemeint, dass ich mit ihr einen Kurs machen kann zum Gleitschirmfliegen lernen. Da hat sie gemeint, da war ich die richtige Ansprechpartnerin. Okay. Und ich bin ja schon so, dass ich eigentlich zu allem Ja sage. Aber Ja. da habe ich mir ausnahmsweise sagen müssen, das kannst du schön selber machen. Also. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich muss sie fragen, ob das in Ordnung geht, sonst müssen wir es rausschneiden. Aber sie hat mir dann erzählt, wie das lief. Und sie hat sich auf jeden Fall noch nicht genug vorbereitet gefühlt in dem Moment, wo sie dann wirklich losgeflogen ist. Und ich so, hast du das da Gott. gemacht? Ja. Oh Gott. Aber sie hat Todesangst gehabt die ganze Zeit. Okay. Perfekt. Also war richtig entspannt. Ja. Nein, ich super. hätte das gewiss nicht in dem Moment. Na. Ich kann das. Ja, du kannst das. Ja, weißt. Ich bin schon sehr lang sehr angefixt vor dem Thema. Das liegt an deinem Radlfahrer-Dasein. Weil Gleitschirmflieger, die Radlfahrer der Lüfte sind auf Los Brutalos. Ja, vielleicht ist das so ein Ding. Ja, ein Bekannter von mir macht das und den habe ich schon mal sehr ausquetscht, aber naja, es kam nie so weit. Aber ich konnte es. Ja, irgendwann wärst du vielleicht auch mal nur ein Radlfahrer der Lüfte. Bestimmt. Wenn das so ein Ding ist. Naja, machen wir weiter. Auf Platz 1 der Dinge, von denen mir mein Ego sagt, das kann ich auf jeden Fall. Habe ich euch erst vor kurzem erzählt, ich bin in ein sogenanntes Rabbit Hole gefallen. Auf Instagram hier Videos durchgewischelt. Calisthenics heißt es. Gesundheit. Mit dem eigenen Körpergewicht krasse Dinge machen. Also so Klimmzüge. Im Swingerclub.
Den habe ich nicht liegen lassen können. Es tut mir leid. Der war schön. Ja. Ja. Okay. Nochmal. Mit dem eigenen Körpergewicht krasse Dinge machen. Nein, eigentlich ist so Handstand und an so Sprossen wenden, sie hochziehen, abstützen. L-Sit. Man sitzt am Boden, tut die Hände neben den Arsch quasi und hebt sie hoch, also Gesäß und Beine in die Luft. Ich schaue die ganze Zeit Videos an und ich bin jetzt schon dafür überzeugt, dass ich das kann. Ich habe es noch nicht mehr ausprobiert. Sagen wir uns ehrlich, ich werde kläglich scheitern und dann drauf schirmen, dass meine Arme zu kurz sind und das deswegen nicht gehen kann. Aber Hast du nicht sogar in diesem Podcast mal erzählt, dass du gerne einen Handstand kennen darfst? ja, doch. Aber dadurch, dass ich das immer anschaue, habe ich das Gefühl, dass Du wärst besser. ja, ich werde besser. Ich werde wirklich besser. Ich konnte es schon fast. Oh Gott, ist das schlimm. Ich darf die Nein. auch feiern. Ja. Ja, Mehr als wir beim Gleitschirmfliegen. das erinnert mich wieder daran, wie ich das letzte Mal einen Handstand probiert habe. Das ist ungefähr ein halbes Jahr her im Urlaub, wo ich quasi an der Wand mit meinen Beinen hochgewollt. Also mit dem Gesicht zur Wand. Ich erinnere mich. Aufstehen, mit den Beinen hochgehen. Naja, also lass 20 Zentimeter gewesen sein, die ich hinaufgekommen bin, um dann runterzufallen und voll auf mein Knie zu krachen, das dann ein paar Tage lang weh da hat. Ja. Ja, das war der letzte Handstandversuch. Es tut mir leid. Aber ich kann Calisthenics, glaubt es Ja. mir. Ja. Ja, mir klamm's. Dann kommen wir zu 3 Dinge, wo mir mein Ego sagt, das kannst du auf gar keinen Fall. Ja. Auf Platz 3, Ärztin sein. Kann die Ja. auf überhaupt keinen Fall, Verstehe. weil ich mir nicht zutraue, dass ich in kritischen Momenten die Kompetenz abrufen kann, die ich in dem Fall haben muss, weil da hängt ja eine krasse Verantwortung auch dran. Ja. Und ich neige auch dazu, dass ich impulsive Entscheidungen triff und so. Und es oft so ist, wenn mir jemand eine Frage stellt, irgendeine fachliche Frage auch, dass ich dann irgendwas antworte und mir 5 Minuten später, wenn ich dann ein bisschen Zeit gehabt habe, dass das sagt und ich ein bisschen drüber nachdenke, ich mir dann denke, ah, nein, das war jetzt ein völliger Schmarrn, den ich da gesagt habe. Und das dann nochmal revidieren möchte. Deswegen, glaube ich, ist für die Menschheit besser, wenn ich keine Ärztin werde. Ich finde den Grund spannend, weil ich hätte auch dasselbe gesagt mit der Ärztin, aber halt, weil ich mir nicht zutraue, jemanden aufzuschneiden. Weil ich das eklig finde. Ich darf einfach aufschneiden, dann darf ich komplett in den Bauch reinkotzen und dann darf ich weglassen. Ja, Ich glaube, so stellt sich keiner sein OP vor. ja, das stimmt. Ja, soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber war jetzt auch nicht mein Favorit irgendwie. Na. Eklige Wunden anzuschauen Ja, weh. oder Weiter. Leute aufzuschneiden. Na, okay, weiter. Danke an alle, die das machen und drauf haben. Ja. Ihr seid cool. Kuss und Danke an Gruß. alle, die es machen als Arzt. Wir meinen nicht Serienkiller damit, falls du die Ja. Ansprache fühlst. Ja. Auf Platz 2 der Dinge, die ich auf gar keinen Fall kann und auch nie kennen werde, ist Achterbahn fahren. Nein. Nein! Mein Herz bricht. Ich weiß. Du denkst da, dass ich das kann, aber ich kann es nicht. Ich habe da Ja, ich denk panische schon. Angst davor, wirklich. Oh nein. Sobald ich in so einem, also ist nicht so, dass ich nicht schon mal Achterbahn gefahren wäre, aber meistens dann, weil ich mich halt überreden habe lassen oder so. Oder Leute gesagt haben, das ist nicht schlimm. Und sobald diese Achterbahn losfährt und die einen so da diesen Berg aufzieht oder so, wo es dann wieder runtergeht, das sind die schrecklichsten Sekunden meines Lebens gewesen, weil ich da so eine krasse Panik habe und da nur drin hock und die Augen aufreiße und meine Zähne zusammenbeiß. Das ist alles, was ich da mache. Ganz kurz. Das ist dieselbe Frau, die vor 5 Minuten gesagt hat, sie kann Gleitschirm fliegen. Ja, das ist Okay. was anderes. Na gut, passt schon. Okay. Da kann ich selber entscheiden, wann ich den Looping mache. Alles klar. Und in der Achterbahn bin ich so ausgeliefert, weil ich kann aus der Situation nicht weg. Ich muss die Ja, Fahrt verstehe. aushalten. Ja. Und das finde ich richtig kreislig. Okay. So schnell kann man jetzt aus der Gleitschirmsituation, glaube ich, auch nicht weg. Lebendig, aber ja. Da kann ich landen, weil das kann ich ja. Ja, Okay, Entschuldigung.
in Ordnung. Ich verstehe das Problem nicht. Da bin ich ja selber am Steuer. Ja. Und auf Platz 1 der Dinge, die ich auf gar keinen Fall kann oder kann, ist Fallschirmspringer oder Bungee-Jumpen. Da tut man auch Gleitschirmfliegen, ich kann nicht mehr. Ja, aber du bist erst im freien Fall. Wie eklig ist denn das? Ich bin doch beim Gleitschirmfliegen nicht im freien Fall, Freund. Da springe ich nicht aus dem Flugzeug raus. Ja. Da nehme ich Anlauf am Berg runter und gleite sanft hinein in die Luft. Das ist was anderes, wie wenn ich aus... Aber das ist doch was anderes, wenn ich im freien Fall bin. Also bitte. Okay. Wir rechnen raus, du magst einfach keine Geschwindigkeit, du magst kein so ein Adrenalin. Höhe macht dann nichts aus. Höhe ist mir wurscht. Aha. Es geht um Kein die Mensch hat sich über Geschwindigkeit. Höhe beschwert. Ja, Okay. ja. Aber was hat man denn gegen ein Looping dann, wenn man keine Höhenangst hat? Dass man über Kopf ist. Dass man in einem engen Wagen hockt, wo man die ganze Zeit Angst hat, rauszufallen. Dass man nicht weg kann aus der Situation, wenn man möchte. Dass man nicht sagen kann, brems. Ich finde das so Hör auf, ich möchte aussteigen. Ist wurscht, wir reden Nummer 3. Es ist in Ordnung. Ja. Dass ihr aus einem Flugzeug springen. Also so Fallschirmspringermäßig oder Bungee-Jumpen? Bungee-Jumpen finde ich noch krasser. Wenn es dann wieder so hochschwingt und wieder runter. Ja, ich habe ja so eine Höhenangst, die mich dazu treibt, zu springen. Ich kann gut springen, ich bin eine super Klippenspringerin. Ja, Weil so du hab ich als runter Kind willst gemerkt, quasi. weil ich runter will, ja. Ach krass, na das traue ich mir ja nicht so Klippen. Bevor ich da länger auf so einem 10-Meter-Bredel stehe, mehr hätte ich lieber runterspringen, weil dann ist es vorbei. Echt? Ach Gott, ich darf einfach Treppen wieder runtergehen. Nein, da habe ich nämlich auch Höhenangst beim Treppen runtergehen. Ach so, na gut. Verstehe. Das ist ganz schlimm. Krass. Nein, also ich hätte schon Bock, mal einen Fallschirmsprung zu machen. Das Einzige, was mich davor abschreckt, ist am Ende das Gleitschirmfliegen. Ich liebe ja Adrenalin, ich liebe Schnelligkeit, ich mag Beschleunigung, ich stelle mir das richtig geil vor. Ich stelle es mir zwar aber auch so vor, dass sehr viel Fliegen in meinem Gesicht verenden, aber Ja. Das war beim Radlfahren auch. Das ist gut nicht, das Argument. ja, da sind wir wieder bei den Radlfahrern der Lüfte. Kannst du dir das trauen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also, so ein kleiner Teil von mir denkt sich, ich möchte schon mal wissen, wie es ist, aber ich glaube, man darf mich nicht aus diesem Flugzeug rausbringen. Man ist da ja an jemand anderen dran geschnallt und hat dann keine Wahl. Ja. Man ist so, Ja. Die Person springt dann einfach. Aber weiß ich echt nicht. Ja, da habe ich jetzt schon weiche Knie. Ja. Antonia ist ja fliegt ja auch ganz gern Gleitschirm. Tandem zumindest. Der Anja, ihre Tourbegleiterin. Die hat nämlich letztes Mal an deinem Geburtstag, Anja, zu mir gesagt, das machen wir miteinander. Meinen Tandemsprung einlösen. Ja, viel Spaß euch. Ja, Wir warten dann unten auf euch. ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr holt es uns ab. Ja, mein Schulfreund Felix, danke nochmal an die Felix, hat mir für mein Songpromo ein Video von sich geschickt. Der fliegt so Schneegleitschirm, also nicht so für die Landschaft, für die schöne Aussicht, sondern wirklich, der macht dann da Loopings und so und geht auf Geschwindigkeit. Und ich fand die Aufnahmen richtig cool. Also ich schaue sowas schon gern, aber ich hätte mir das nie im Leben traut. Also von dem her echt respektvoll, die das machen. Ist bestimmt schön, ich glaub's auch. Aber ich glaube, ich will es nicht rausfinden. Anja, was sind denn die 3 Dinge, wo dein Ego sagt, das kann ich auf jeden Fall, und wo du dir denkst, lieber nicht? Also, auf Platz 3 der Dinge, wo mein Ego mir sagt, das kann ich auf jeden Fall, obwohl ich es noch nie ausprobiert habe, geschweige denn in der Nähe davon war, ist Wasserskifahren. Und ich bin nicht einmal eine besonders gute Skifahrerin. Also ich bin schon mehr die Hüttenskifahrerin, die halt Skifahrt, um dann auf der Hütte zu hocken.
Also wahrscheinlich da das nicht einmal 1 Sekunden aushalten, aber in meiner Vorstellung fahre ich da ja mehrere Minuten. Das wundert mich voll, dass du das noch nie ausprobiert hast. Hast du das schon ausprobiert? Ja. Echt? Ja. Ja. Na, wirklich? Nein, also wie gesagt, ich war noch nicht einmal irgendwo dabei, wo das gemacht worden war oder wo Krass. das irgendjemand gemacht hat. Ich habe es keine Sekunden ausgehalten, falls sich das beruhigt. Aber ich war ein sehr kleines Kind. Ach so, okay. Wir sind mit der Schule mal in so einen Park gefahren, in so einen Wasserpark. Da waren, Wasserpark ist nicht das richtige Wort. Das ist in Österreich, da sind so verschiedene Seen und bei einem See ist halt so eine Anlage mit dabei, wo du Wasserski fahren kannst. Und da bin ich Knieboard und Wasserski gefahren. Und das hat beides richtig, richtig Spaß gemacht. Es war nicht einfach, aber so nach dem 2., 3. Mal hat sie gehauen. Es war sehr, sehr cool. Ja, vielleicht probiere ich das den Sommer mal aus. Ja. Weil, was heißt ausprobieren? Ich kann es ja schon. Eben. Aber Du machst das, wolltest du sagen. ich mache es halt mal wieder. Auf Platz 2, da wo mein Ego auf jeden Fall sagen darf, dass ich das kann, ist Großkatzen zähmen. Was man jetzt so verhalten mag. Also nicht, dass ich es jetzt vorhabe oder so, aber in meiner Vorstellung kriege ich es extrem schnell hin, dass ein Tiger oder ein Löwe mir das Pfötchen gibt. Ah, Pfötchen vor allem. Ja. Die sind ja so klein und süß. Ja, Da muss ich an mich denken, weil ich habe ja als Teenie ganz viele Pferdebücher gelesen und war aber nie auf einem Pferd. Aber in meinem Kopf war ich die beste Reiterin auf der ganzen Welt. Ja. Und so stelle ich mir das bei dir auch vor. ja, ich stelle mir das dann auch so vor, dass der Löwe mich sieht und dass er sich dann unfassbar gefreut. Und dann stellen wir das Video ins Internet, dann warnen Leute, weil sie Ja. es nicht fassen können, was für Beziehung ein Tier zu einem Menschen haben kann. Ja. Liebe auf den ersten Blick. So war das. Und niemand kann mir was anderes erzählen. Ja. Und auf Platz 1 der Dinge, wo mir mein Ego sagt, das kannst du auf jeden Fall, ist jedes Instrument zu lernen. Jedes. Okay. Und zwar innerhalb von schneller Zeit. Also ich weiß jetzt nicht, Violine oder so vielleicht ein bisschen länger, aber sonst so, also in meiner Vorstellung verbringe ich so mein komplettes Alter, dass ich ständig random Instrumente lerne und ich weiß nicht wieso, weil sowas passiert immer, wenn ich irgendwas suche, dann lege ich Dinge irgendwo hin und es liegt halt neben mir. Ich habe diese Liste schon davor geschrieben. Die ich nicht spielen kann. Die hat meine Mama irgendwie daheim mal rumliegen gehabt und ich kann Blockflöte spielen, aber das hat ein komplett anderes Lochsystem. Aber ich werde da jetzt was drauf spielen. Ja, bitte. Aber was ist das für eine Flöte? Ich weiß nicht, ich hab das Ding auch schon seit Jahren nicht mehr im Mund gehabt. Wie gesagt, das war so eine Okay. Art Spielzeug dann von uns. Ah, Es hat auch da kein Loch. Also, hinten. aber ich kann es ja spielen. Ja, ich bin Ja, gespannt. sag. Achtung. Ja. Wundervoll. Ja, und so weiter. Ich sag's so. Na, fantastisch. Es war ganz, ganz toll. Ich bin ein bisschen traurig, weil bei mir ist leider nichts durchgekommen durch die Kopfhörer. Aber ich meine, alle meine Entchen erahnt zu haben, kann das sein? Aber ich glaube, wir schneiden nur das zweite ein, das war das Wichtige. Übrigens, der Old O, einer von den Rapper von Los Podalos und ich, wir träumen auch davon, dass wir irgendwann mal nur ein Wirtshausmusik zusammen haben. Wir sind dann ein Zwergsangel, die dann so zwischendrin Zither und halt Akkordeon spielen, Zürich. Wir kennen das beide nicht, aber wir haben beide so ein riesen Ego, das uns sagt, dass wir das sehr schnell lernen können und dann auch gleich Auftritte haben. Also freut euch auf diese Auftritte. Da wird ein schöner Frühschoppen, da wird aufgespielt. Falls ihr nur wen am Hackbrett braucht, wir haben da ja schon mal drüber geredet, ich finde, das Hackbrett ein sehr cooles Instrument ist. Ich war dabei. Niemand findet das Hackbrett cool. Es Lasst ist mich halt wirklich. mitspielen. Mein Gott.
Du darfst mitspielen, aber das ist nicht cool, das Instrument. Das kann man nicht so stehen lassen. Na gut. Was ich mir auf gar keinen Fall zutraue, ist auf Platz 3 eine Stange hochklettern. Ja. Das wird nicht passieren, dass ich das schaffe. Ich kann zwar Calisthenics, aber eine Stange komme ich auch nicht auf. Okay. Rest kommst du eine Stange auf? Auf gar keinen Fall. Aber wir sind immer noch sehr interessiert daran, eine runterzurutschen bei der Feuerwehr. Also lasst uns gerne ein, danke. Ja, danke. Auf Platz 2 ist das, was Dres jeden Oktober macht. Das finde ich einfach nur sowas von krank. 1 Monat lang auf Zucker und Kaffee und auch Alkohol, glaube ich, Ja. zu verzichten. Also vor allem wegen dem Zucker und wegen dem Kaffee. Ich glaube, ich wäre so drecksfad, ich wäre so sauer die ganze Zeit. Ich wäre unausstehlich. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Da sehe ich ja, da habe ich keine Ambitionen. Ähnlich wie mein Platz 1. Und da wollte ich echt gleich Schimpfling sagen, aber wir haben zu viel drüber geredet, das sage ich jetzt nicht mehr. Okay. Da sage ich jegliche sportliche Aktivität, wo sie eine Anja Bafaria denkt, voll Depp. Also jede ungefähr. Das stimmt nicht. Ich finde die meisten Sportarten toll. Ich meine so Sachen wie halt eben so der 100-Kilometer-Marsch in 24 Stunden, wo ich mir halt denke, das muss ich überhaupt keinen beweisen. Dass ich dafür nur 80 Euro zahle, habt ihr nachschupfen. Dass ich einen Strick gehe, die ich ja ohne die gehen kann, ohne die Leute. Ja gut, aber ich verstehe schon den ganzen Gedanken dahinter. Ich möchte es gar nicht an sich schlecht drehen, aber es ist einfach nichts, was ich mir zutrauen darf und was ich mir auch, also das beleidigt mich ja nicht in meinem Kopf. Also jetzt sind da vielleicht ein paar da so wie undiszipliniert, keine Ahnung was, aber ich habe keinerlei Ambition, einen Triathlon zu schaffen. Es ist mir wurscht, ob ich das kann oder nicht. Ja. Und deswegen, also alles, was da dazugehört, Marathon, Triathlon, keine Ahnung was, Stand jetzt, traue ich es mir nicht zu und es ist mir wurscht. Das finde ich fair. Ja. Das mit der Stange hochklettern, das finde ich nach wie vor ein bisschen schlimm, weil das ist ein Kindheitstrauma von mir, wenn wir schon mal, glaube ich, erzählt haben in der Folge. Daher, Nicht nur deins. das hätte ich schon gern noch kennen. So, das war jetzt richtig schön. Und jetzt würde ich sagen, küren wir noch den. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, die Aufregung ist mal wieder groß. Irgendwie sage ich immer das Gleiche an der Stelle, gell? Aber Ja, heute halt mal mal's was Maul. Kreativeres einfallen lassen. Ne? Okay, halt mal. Na, Schmarrn, ich bin ein Gewohnheitsmensch, bitte sag dasselbe. Das gibt mir Struktur in meinem Alltag. Okay. Liebe Wellensittiche, lasst's mir ran, ihr seid mal wieder unfassbar aufgeregt. Wer ist diese Woche der Wellensittich der Woche? Einen von euch können wir erlösen und ich sag's euch, es ist ein ganz besonderer Wellensittich, denn wir euch, wenn ihr ganz gute Wellensittiche seid, bestimmt schon aufgefallen ist, wird hier in letzter Zeit videotechnisch auf Social Media sehr viel geballert. Also ihr kriegt hier zurzeit mehr als 7 Videos pro Woche. Also einfach auch dafür vielleicht einmal Danke sagen. Da sind wir nicht so, da geht's mir gerade gar nicht drum. Aber was das Coole ist, es gibt so einen Wellensittich, der das sehr, sehr schätzt, dass hier so viel Material kommt. Und der dem wirklich so gut wie kein Video auskommt. Wenn er nicht da ist, dann wundern wir uns schon, aber dann kommt er meistens irgendwann noch. Und zwar bist du das. Walter, du coole Sau. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Du bist diese Woche unser Wellensittich der Woche. Juhu. Wir schreiben dir eine Nachricht und dann sagst du uns deine Adresse und dann macht sie der Postsittich auf den Weg zu dir. Danke. Merci. Und wenn ihr gerne mal der Wellensittich der Woche seid, wo jetzt dann wisst ihr doch, was zum Tor ist. Wir brauchen es euch doch eh nicht erklären. Und es stehen auch viel auf unserer Liste, daher schaut mal. Ein bisschen Bargeld, dann kommt es vielleicht nach oben. Ja. Oder mal einen Kasten Bier umlassen oder so.
Mal ein bisschen kreativ werden. Der Res wollte einmal ein Pudel haben. Haben wir bis heute noch keins Das gekriegt. hat mich tatsächlich gefreut. Ja. Ich sag's bloß. Gell? Naja. Einfach einmal auf das hören, was die Chiefs-Sittiche sagen. War angebracht. Danke. Alle können es nicht malen, aber wollen ein Pudel gemahlen kriegen. Ja. So sind unsere Egos. Deswegen wollen wir ja auch eins kriegen, von wem das geht. Außerdem, alle können nicht malen, finde ich eine Frechheit an der Stelle von dir. Kannst du malen? Finde ich frech. Besser wie du. Ja, das ist aber auch keine Kunst. Also, vielleicht können wir nächstes Mal ja die Geschichte erzählen, wie wir einmal mit der Anja Activity gespielt haben und kein Mensch der Welt erraten kann, was sie so zeichnet. Ich fand, das war klar. Aber okay. Ja, naja. Naja. Liebe Wellensittiche, damit kämen wir auch schon zum Ende dieser wunderschönen Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ihr müsst jetzt ganz kurz stark sein. Ich halte euch einen Flügel, wenn ich das sage. Gibt's mir mal? Gib her jetzt. Leis hast du ja auch. Naja, liebe Sittiche, nächste Woche habt ihr eine Woche Urlaub von uns. Wir nehmen keine Folge auf. Wir machen eine Woche Pause, aber dafür sind wir die Woche danach auch wieder da. Okay? Ja, Wir schaffen versprochen. das. Wir versprechen euch das und jetzt lasse ich auch wieder los, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es klebt ein bisschen. Also, Und ihr kennt's. Also ihr habt zwar dann Pause von den reizenden Damen, außer der Reda kommt mit. Vreni ist nämlich leider nicht da. Ihr kennt's hier. Einen sollte ich auf jeden Fall sagen. Am 4.6. an dem Feiertag, an dem Donnerstag, spiele ich nämlich mit meinen Brachsmädels in Westendorf. Mit dabei sind auch noch Los Brutalos und der Luca Dante Spartafora. Also es wäre ein geiler Partyabend. Schaut euch vorbei. Und dann trinken wir auch halbe zusammen. das macht ihr auf jeden Fall. Und falls ihr uns darüber hinaus noch vermissen solltet, ihr wisst, wo ihr uns auf Social Media findet. Wir heißen überall Wellensittich Stammtisch, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Da sind wir überall. Da werden Videos geballert, wie ihr jetzt gerade gehört habt. Und wir brauchen euch da in die Kommentare. Bitte. Da lassen wir bitte, euch nicht danke. hängen. So. Also lasst ihr uns auch nicht hängen. Macht es gut. Streamt Fliegen von Anja Bavaria ganz, ganz fleißig. Ja, danke. Und wenn ihr uns vermisst, dann hört einfach die alten Folgen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis Also dann, dahin. mach's gut. Was noch hat. Servus. Also dann, Dings, schöner Ja. Urlaub. Für euch. wie geht's? Na, ihr dürft jetzt. Ja, Sag einen schönen Gruß. Reden wir anders mal wieder. also bis. Gell? Ja, Okay. genau. Also. Alles klar. Also dann. Super. Also, ja. Blöde Sau. Also na, sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.